Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder mal einmal mehr in Assetto Corsa. Und ja, wie ihr schon gesehen habt, wir haben hier im Charles Leclerc sein Auto aus der Saison 22, also aus der aktuellen F1-Saison. Und das wird das erste Mal sein, wo ich jetzt mit dem Auto fahre. Ich bin noch keine Kilometer gefahren im Assetto Corsa mit dem Auto. Das ist ein Mod, das ich abgeladen habe. Ich hoffe mal, er entspricht plus minus so der Realität. Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ob es wirklich so ist oder nicht, weil es halt eben ein Mod ist. Aber wir gehen jetzt mal davon aus. Zusätzlich sind wir in Spa-Francorchamps, also auf dem 22er Layout, also auf der ganz neu umgebauten Strecke schon. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Checkt es gerne aus, das tue ich euch irgendwo da oben verlinken. Und ja, vergesst auch nicht, natürlich das Video bewerten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich auch ein Abo da lassen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dabei wäret, auch in Zukunft. Und wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, wo ich mit dem Auto fahren werde, hier auf dieser Strecke und natürlich auch in dem Game. Wir machen nachher noch ein kleines 3-Runden-Rennen, würde ich sagen. Einfach mal zum Schauen, wie die KI noch mit dem Auto umgeht. Und ja, ich glaube, es ist genug gelabert. Wir fahren einfach mal raus. Ich nehme einfach ein Standard-Setup bzw. einfach das Default drauf. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen tue, ist wegen den Tires abchecken. Wir klatschen Softs drauf. Das tut sogar auch alles wechseln. Hards, Inters, Full Wets. Das tut sogar schön alles ändern. Wir gehen mal auf Softs. Wir lassen aber den Reifendruck, alles drum und dran, so wie es ist. Und ja, dann legen wir los. Fetzen wir mal raus. Aber ich bin noch keinen Meter gefahren. Ich bin gespannt, ob ich mich gerade spinnen mit dem Auto oder nicht. Let's go. Probieren wir es einmal. DRS wird wahrscheinlich nicht gehen, weil ich hier keine DRS-Zonen drin habe oder nicht installiert habe auf dem Track-Layout. Wie viel Wheelspin? Okay, DRS sollte aber gehen. Das ist ein bisschen laggy noch, aber das liegt wahrscheinlich am Motor und an der Strecke gerade. Ich weiß aber nicht, ob es in der Aufnahme auch legen tut oder ob das nur bei mir jetzt gerade ist. Holy shit, okay. Wow, okay. Da hat das Rad komplett blockiert. Mal schauen, raus beschleunigen. Wow. Okay, DRS geht. Aber wirklich auch nur in der DRS-Zone, da habe ich das dann doch schon installiert. Uiuiui, okay. Wow. Geil. Okay, also fährt sich schon schwieriger als ein 21er Auto. Man muss so langsam am Kurve raus, extrem. Okay, also die Batterie ist schon leer. Okay, aber Bremsen sind echt hart. Uiuiui. Und der Wheelspin ist wirklich insane. Gut, also wir fahren mal schnell ein 3-Runden-Rennen, würde ich sagen. Das machen wir parat und wir sehen uns gerade wieder in der Startaufstellung. So, herzlich willkommen zu der Startaufstellung. Wir starten von zuhinterst und wir machen jetzt eben 3 Runden. Und wir haben 21 Gegner, alle fahren mit dem gleichen Auto. Ich habe KI mal auf 85 da, aber Aggression auf 100, also, oder ich glaube 100 ist das höchste, ich weiß es gar nicht. Aber ja, relativ hoch. Ich sehe gerade, der Wind sollte 75 km/h sein. Das ist ein bisschen happig, aber mal schauen, wie es so wird sein zum Fahren. Wie gesagt, wir lassen Standard-Setup. Das Einzige, was ich mache, ist geschaut, weil wir ja 3 Runden noch fahren. Wir gehen auf Softs. Das ist das Einzige, was ich mache. KI fährt, so wie es aussieht, auf Mediums. Ja, wir fahren jetzt einfach mal los. Wir schauen mal, wie es wird. Entweder fahre ich komplett davon oder nicht. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Uiuiui. Okay, go! Oh mein Gott. Nicht mich auch wundern, ob Dirty Air, ob man die gespürt oder nicht. Okay, wir sind wieder der Letzte, aber jetzt gehen wir mal am ersten vorbei da. Okay, ich glaube, das KI hätte ich ein bisschen aufnehmen von der Stärke, nehme ich jetzt mal an. Wobei KI hat immer so krasse Setups und fährt immer so extrem schnell. Aber jetzt so gerade gar nicht.
Wow! 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 Holy shit! Da war jetzt aber so das andere knapp gewesen. Alter, dass ich nicht mehr gehatet habe. Jo! Ist es das meine Bremse gewesen, die es so blockiert hat, oder? Okay, voll am Struggle da. Ist das meine Bremse gewesen, die jetzt gerade so krass blockiert hat, oder ist das bin ich gehittet worden von hinten? Ja, keine Ahnung. Hinter mir war eben schon ein Auto noch gerade. Oh, da halten wir jetzt einfach mal rein. Müssen wir noch mal ein bisschen zurückstecken. Okay, jetzt habe ich einen gehittet. Sorry für das. Oh, shit, also Bremsen sind echt krass. Die müssen wir da wirklich ein bisschen umstellen. Von denen ein bisschen in den Dreck. Boah, die waren teilweise so extrem langsam, aber aus den Kurven raus. Mein Gott, geben die Gas aus der Kurve raus. Heilige Bimbam. Ich traue mir gar nicht so viel, Gas geben aus der Kurve raus, weil das ist so. Die geben so viel Stoff dort raus. Aber Orange fahren sehr langsam durch. Boah, beim Charger noch. In der Orange hinten. Jetzt mit DRS. Oh! Ich kann ihn selber ausbremsen. Ey, okay, also Dive ist echt schwierig mit diesen Autos irgendwie. Aber ich gehe jetzt mal den Fußsliter an wegen dem Wind, weil wir ja 75 km/h hatten. Das sind ja richtige Böen dann, oder beziehungsweise das ist eigentlich schon fast also ein richtiger Orkan eigentlich. Oh shit, der Curb. Oh, das ist wirklich Brake Bias, wo einfach scheiße eingestellt ist. Und jetzt haben wir eine Innenlinie da. Oh, hey. Aber es ist geil mit den Autos zum Fahren. Also Fahrhilfe ist natürlich auch noch alles draussen, also keine Traktionskontrolle, kein ABS, alles ausgeschaltet. Oh, mach doch mir nicht einfach so plötzlich die Türen zu. Oh shit, ich bin voll am Sweaten da. Nein, das sind Brake Bias. Er packt hinten so stark an. Also Bremsen müssen wir sicher mal noch umstellen. Jetzt habe ich DRS vergessen aktivieren. Okay, meine Batterie ist auch leer. Und jetzt wieder hier durch Rouge durch. Camel Straight. Mit DRS jetzt da vielleicht noch mal ein bisschen aufholen. Die Batterie ist wirklich tot. Wir haben jetzt immer noch Motorpower. Wow! Wow! Wow, was ist das? So viele Ferraris da. Vorne wird auch noch gefightet. Ja, da lassen wir aber schön Platz. Oh, leichte Berührung gehabt, aber hat keinen Klapp gegeben. Oh, oh! Oh! Der hat mich einfach noch touchiert leicht. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat in der Aufnahme, weil da meine Facecam war, glaube ich. Oh, shit, also das Anbremsen ist echt kritisch. Aber das ist ein Default-Setting, wie gesagt, also nur die Softs, die ich drauf habe. Aber KI ist schon schwach. Hat da jetzt wirklich nicht so schnell.
Aber es bockt schon mit den Autos. Holy shit. Oh, ich kann nicht so fest auf die Bremse. Oh, da bin ich noch fast... Nein, da bin ich noch gespinnt. Ich werde noch gespinnt. Ey, das gibt's doch nicht. Da bin ich einfach noch eiskalt von der KI gespinnt. Ey, in der letzten Runde, in der letzten Schikane. 13. bin ich geworden. Ey. Unglaublich. Unglaublich. Aber ja, das wäre es mit dem Video von Assetto Corsa mit dem F1 2022 Mod vom Ferrari mit dem Charles Leclerc. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt euch gerne das Video bewerten. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, sind das nächste schon wieder dabei, wenn wir in Assetto Corsa sind oder dann in F1 2022, weil es ja demnächst wird rauskommen. Ja, bis zum nächsten Mal. Merci für fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein ganz schönes Tag und bis dahin, macht's gut. Ciao!